Hallo ihr Lieben, ganz herzlich willkommen zu dieser Pilates in Achtsamkeitssequenz. Wir starten in der Kindsposition. Falte dich zusammen, schmelze Richtung Boden, spüre deinen ganzen Körper. Du kannst jederzeit die Knie auch öffnen, wenn es sich für dich angenehmer anfühlt. Die Arme sind nach vorne ausgestreckt, die Handflächen liegen auf dem Boden. Spüre die ganze Länge von den Sitzbeinhaken, von den Zehen bis zu den Fingerspitzen. Atme durch deine Nase ein, seitlich hinten in deine Rippenbogen. Öffne deinen Brustkorb und mit dem Ausatmen abgebremst durch den Mund lässt du die Luft wieder ausströmen. Schmelze in dich zusammen. Tief einatmen, spüre den Raum, den Platz, allenfalls die Spannung, die Länge über den ganzen Körper und mit dem Ausatmen lasse los. Lasse dich vom Boden tragen. Tief einatmen. Jetzt bis ins Kreuzbein, bis zu deinen Sitzbeinhaken. Langes, tiefes Einatmen und Ausatmen. Das Becken bleibt, wo es ist. Dann krabble auf die rechte Seite, so dass die linke Seite aufgedehnt wird. Die Schultern ist zurück beim Brustkorb. Die Hand zieht in die Länge. Atme tief in die linke Seite ein. Sitzbeinhacke zieht nach hinten. Die Hand nach oben, zieh dich in die Länge, blas dich in die Länge auf. Das Ausatmen ist ein vor dich hinschmelzen, loslassen. Wenn du Länge bekommst, kannst du noch etwas mehr mit den Fingern nach oben wegkrabbeln, dich in die Länge ziehen. Und ausatmen, genieße das in dich hineinsinken. Noch einmal, so richtig tief in die offene Seite einatmen. Zieh dich, blas dich in die Länge und lasse los. Lasse alle Luft ausströmen. Komm zurück in die Mitte. Die Arme sind gestreckt, atme tief ein und nimm wahr, wohin die Atmung fließt. Fließt sie gleichmäßig in die rechte, linke Seite oder hat dieses Aufdehnen allenfalls etwas verändert? Tief einatmen, den Raum. Spüren, wahrnehmen, in dir, im Brustkorbbereich, im Rücken, linke, rechte Seite, die Länge mal spüren. Armlänge bis zu den Zehenspitzen. Wie fühlt sich das Zusammenfalten an? Das Becken bleibt wieder, wo es ist und nun krabbelst du auf die linke Seite. Bringst den Oberkörper in einen großen, langen Bogen. Mit der rechten Hand kannst du auch wieder etwas nach oben wegkrabbeln. Zieh dich in die Länge. Mit dem Einatmen blase die rechte Seite auf. Wird lang, bekomme Raum und mit dem Ausatmen schmelze vor dich hin. Tiefes, langes Einatmen und gleich langes Ausatmen. Noch einmal. Zieh dich in die Länge. Atme dich auf. Schaffe Raum.
Noch 1-2 mm mehr und dann langsam abgebremst wieder ausatmen. Alle Luft ausströmen lassen, in dich zusammensinken. Komme zurück in die Mitte. Nimm die ganze Länge wahr. Tief einatmen in den ganzen langen Rücken und wieder loslassen. Wie fühlt sich das Atmen jetzt an? Wie viel Spannung ist da? Wie viel Raum hast du? Auch im Vergleich zu ganz zum Anfang. Im Vergleich, wo du eine Seite aufgedehnt hast und jetzt. Mit der nächsten Ausatmung ziehe dich mit den Händen nach vorne, Steißbein einrollen, Katzenbuckel, komme nach oben in einen Vierfüßlerstand. Die Knie sind unter den Hüften, die Hände unter den Schultern. Deine Sitzbeinhöcker, die ziehen lang nach hinten, dein Steißbein ebenfalls. Der Kronenpunkt ist die Verlängerung nach vorne. Atme tief ein. Mit dem Ausatmen rolle das Steißbein ein, Beckenboden wird aktiviert, zieh den Beckenboden von unten in die Bauchhöhle, das Korsett schnürt sich, Katzenbuckel. Einatmen, rolle dein Steißbein wieder nach hinten in die Länge, ziehe es weit nach hinten, Sitzbeinhöcker gleiten auseinander, Bauch, Beckenboden entspannen sich. Ausatmen. Mit dem Ausatmen das Steißbein einrollen, mit dem Schambein verbinden, die Kraft über den Bauchnabel Richtung Rippenbogen fließen lassen. Das Korsett ist geschnürt. Einatmen, Steißbein ausrollen, Sitzbeinhöcker voneinander wegleiten lassen. Spüre, wie sich der Beckenboden, das Zentrum entspannt. Wieder kraftvoll den Beckenboden holen, indem dass du das Steißbein einrollst, mit dem Schambein verbindest, in die Bauchhöhle hochziehst. Sitzbeinhöcker ziehen zueinander, Korsett ist geschnürt, hier bleiben. Tief einatmen, bis in den Lendenbereich, bis ins Becken. Schiebe dich mit der nächsten Ausatmung mit den Händen nach hinten, das Becken verschiebt sich, hier einatmen, immer bis hinten unten in den Rücken. Tiefes, langes Einatmen in den Lendenbereich, mit der Ausatmung Steißbein ausrollen, Becken nach vorne kippen, Wirbelsäule verlängern, über den Kronenpunkt hinauswachsen. Tief einatmen, genieße die Öffnung im Becken, im Lendenbereich und ziehe dich mit dem Ausatmen nach vorne zurück in den Vierfüßlerstand. Ausatmen, gib Druck mit dem Riss auf den Boden, sodass sich die Knie lösen. Einatmen, wieder loslassen. Vielleicht lösen sich deine Knie einen halben Zentimeter, vielleicht viel mehr. Für dich ein Ausprobieren, spielen. Und dann stoße dich hoch in ein Dreieck. Hände sind schulterbreit, die Arme gestreckt, die Knie etwas anwinkeln, Sitzbeinhöcker ziehen in den Himmel. Rolle auf deine Fußballen hoch. Ein Abrollen der Füße vom Boden und ein Zurückrollen, den Atem fließen lassen, die Fersen in den Boden ziehen. Wieder hochrollen, versuche ein Knöchelchen um das andere zu bewegen, in die Tiefe zu arbeiten. Die Sitzbeinhöcker ziehen immer schön in den Himmel. Darauf achten, dass das Becken nicht nach vorne und hinten schiebt, sondern dass wirklich
Die Sitzbeinhöcker in den Himmel hinaufziehen. Eine Bewegung in deinen Füßen hochrollen und wieder zurückrollen. Dieses Mal die Fersen Richtung Boden ziehen lassen. Spür die Dehnung über deine Achillessehne, über deine Waden. Atem fließen lassen, Beckenboden ist entspannt. Komme dann nach vorne zu deinen Händen. Füße schon parallel ausrichten, zusammenfalten, Kopf, Schultern, Nackenbereich entspannen. Ausatmen, beide Beine strecken. Einatmen, wieder lösen, entspannen. Ausatmen, die Sitzbeinhöcker richtig hinterziehen, spür die Dehnung in der Beinrückseite. Und dann wieder zusammenfalten, loslassen. Ausatmen, beide Beine strecken, Bauchbeckenboden aktivieren, Becken aufdrehen und dann Wirbel um Wirbel um Wirbel an eine imaginäre Wand platzieren, wachse in die Höhe. Brustkorb ausmitten, Schultern zurückgleiten lassen, Nacken verlängern, Kopf auf den obersten Halswirbel ausbalancieren. Ausatmen, Arme nach vorne oben ziehen, einatmen, über die Seite senken. Die Fußsohlen mit abrollen, das Gewicht auf die Fußballen bringen, ausatmen, wieder zurückrollen. Du kannst in dieser Übung bleiben, hochrollen, zurückrollen oder dann mit dem Einatmen in die Knie kommen, ausatmen, die Beine wieder strecken und von oben zurückrollen. Noch einmal. Wegrollen, spann dich, spür dich in die Länge und dann von oben an einer imaginären Wand entlang nach unten gleiten, ausatmen, Knie strecken und wieder zurückrollen. Arme entspannen, Hände ans Becken platzieren, mit dem Ausatmen den rechten Fuß vom Boden abrollen, Knie anheben. Ausatmen, rechtes Knie strecken, Fuß flexen, spür die einzelnen Bewegungen. Zieh das Bein nach hinten, Flugzeugposition, Balance. Achte darauf, dass die beiden Beckenschaufeln schön parallel ausgerichtet sind. Wenn du noch etwas mehr möchtest, ziehe die Arme über den Kopf. Spür die Länge, zieh dich in die Länge, spann dich auf. Das vordere Knie dann anwinkeln, großer Ausfallschritt, hinteres Knie anwinkeln. Vorderes Knie ist über der Ferse, hinteres Knie 90 Grad Winkel. Hände am Becken oder damit in die Bewegung kommen. Einatmen, stoße dich in die Höhe. Ausatmen, gleite nach unten. Einatmen, schiebe den vorderen Fuß über die Matte wie nach vorne weg. Schambein-Becken zieht immer nach vorne oben. Ausatmen, von oben nach unten gleiten. In die Höhe weg. Achte darauf, dass das Becken nicht nach vorne kippt, sondern aufgerichtet bleibt und wieder zurück, langsam. Ein letztes Mal langsam nach oben. Spür die Dehnung über die Hüfte. Arme zurücknehmen, falten in der Hüfte, Hände auf den Boden oder auf deine Blöcke, den hinteren Fuß etwas näher ziehen. Ich gebe dir hier mehrere Stufen. Die erste Stufe ist einfach in die Beinstreckung zu kommen. Bein strecken und wenn es zu viel wird, einfach wieder anwinkeln, lösen, entspannen und dann wieder in die Streckung kommen. Wenn das Strecken kein Problem ist, du die Länge hast,
Dann stelle dir vor, du hast einen Gips vom Knöchelchen bis zu deiner Gesäßbacke. Dein Bein ist eingegipst. Und nun beginnst du mit dem hinteren Knie zu spielen. Dieses Anwinkeln und wieder strecken. Und das vordere Knie, das bleibt in seiner gestreckten Position. Hinteres Knie anwinkeln und wieder strecken. Spür, wie das Gewicht auf die Ferse kommt und dann wieder auf die Fußmitte. Du kannst dann weiter, wenn das auch wunderbar geht, und das Gewicht mehr auf den vorderen Fuß verlagern, Außenmitten und das Bein nach oben ziehen. Langsam wieder zurückkommen und dann kannst du in die Dynamik wechseln. Zweimal, dreimal wippen, das Gewicht auf den vorderen Fuß verlagern, dort ausmitten und das Bein nach hoch ziehen. Zurückkommen. Für dich die Übungsvariante auswählen, ausprobieren. Du kannst auch ein paar Atemzüge hier bleiben, dann noch das Bein mehr nach oben ziehen, dir Zeit geben. Die Idee ist, dass du hier auf dem Standbein ausbalanciert, nicht, dass das Gewicht auf die Hände kommt, sondern dass du eigentlich die Hände, Arme dann lösen könntest. Wieder nach unten kommen, Hände schulterbreit platzieren, das vordere Knie anwinkeln, Schwung holen und zurückspicken ins Dreieck. Gehe an Ort und Stelle, vergleiche die linke Seite mit der rechten. Wie fühlt sich das an? Und dann mit der nächsten Ausatmung Knie anwinkeln. Zehen ausrollen, zurückschieben und mit dem Ausatmen Steißbeine einrollen, wellenförmig nach vorne kommen in ein halbes Brett. Brustbein ist offen, schieb dich mit dem nächsten Einatmen über die Hände, Arme zurück, Sitzbeinhöcker, Steißbein, ziehen nach hinten, spür die Öffnung. Beckenboden ist im Moment noch entspannt und erst mit dem Ausatmen Steißbein mit kraftvoll einrollen, spür die Sitzbeinhöcker wieder zueinander ziehen, wie das Korsett deinen Bauch schnürt, komme nach vorne in ein halbes Brett. Hinten die Zehen einrollen, mit dem Ausatmen die Knie vom Boden wegheben, schieb dich mit der nächsten Ausatmung nach oben zurück in das Dreieck, zweimal wippen in den Knien, Beine wieder strecken. Ich überlasse es dir, ob du nach vorne gehst oder dann hüpfend vom Boden wegspicken nach vorne kommst. Drehe dann deine Fersen zueinander, deine V-Position hast. Und mit dem Ausatmen drücke die Fersen, die Beinseiten zueinander, aktiviere den Beckenboden, lass die Kraft über den Bauch, durch den Brustkorb in die Höhe fließen, rolle Wirbel um Wirbel auf, verlängere den Nacken. Und platziere den Kopf auf deinem obersten Halswirbel. Arme nach oben nehmen, einatmen über die Seite nach unten. Fersen wegschieben vom Boden. Drück die Fersen zueinander und wieder zurückkommen. Auch hier wieder kannst einfach nach oben und unten gehen. Oder dann mit dem Einatmen die Knie öffnen, spür die Öffnung über die Hüfte, ausatmen, Beine zusammendrücken und wieder Fersen senken. Noch einmal. Schieb dich in die Höhe, spür dich bis in die Fingerspitzen, einatmen, Knie öffnen, ausatmen, Beine zusammendrücken, schieb dich in die Höhe. Beide Füße parallel ausrichten.
Arme über die Seite senken, entspannen, Füße abrollen und die Hände am Becken platzieren. Den linken Fuß von der Matte wegrollen, das Knie anheben, ausatmen, Knie strecken, Fuß flexen, Bein lang nach hinten ziehen, spür die Kippung des Beckens über deinem Standbein, spüre deine beiden Beckenschaufeln, diese parallel ausrichten, spann dein Bein aus der Hüfte in die Länge, wenn du mehr willst, noch die Arme über den Kopf, spür dich über den ganzen Körper und dann vorne ins Knie kommen, großer Ausfallschritt, hinten das Knie anwinkeln und wieder in unseren Lounge, nach oben einatmen, ausatmen, das hintere Knie anwinkeln, nach unten gleiten, schieb dich in die Höhe, stell dir vor, dein Oberkörper gleitet wie ein Lift durch den Liftschaft, von oben nach unten und von unten nach oben. Der Oberkörper kann nicht nach vorne und hinten gleiten. Einatmen nach oben. Nochmal schön langsam, bewusst nach unten. Schieb dich nach oben weg. Lass das Schambein nicht nach vorne kippen. Und erst jetzt Kippung des Beckens nach vorne, Hände auf den Boden oder auf die Blöcke, das hintere Bein allenfalls etwas näher ziehen und dann wieder unsere 3 Stufen zur Auswahl. Erste Stufe, Bein strecken, dann das Bein eingipsen, hinteres Knie anwinkeln, strecken, Gesäß weit nach hinten ziehen. Spüre, was macht es mit dir, was passiert da im Körper. Und dann kannst du in die Dynamik wechseln, nach vorne, oben kommen, hinteres Bein hochziehen und wieder runter. 2-mal, 3-mal wippen, das Gewicht dann gleichmäßig auf den vorderen Fuß verteilen, das Bein in die Höhe ziehen, spüren, was das macht und wieder nach unten. Ein letztes Mal. Oder du bleibst einfach in der Beindehnung, ganz wie es für dich eben im Moment passend anfühlt. Nach unten kommen, Hände auf den Boden platzieren, vorderes Knie anwinkeln, Schwung holen, zurückspicken. Ins Dreieck nachspüren, wie fühlt es sich an. Und von hier gehend oder hüpfend wieder nach vorne kommen. In eine parallele Beinposition zusammenfalten, mit dem Ausatmen beide Beine strecken. Einatmen, wieder zusammenfalten, mit dem Ausatmen. Beine strecken, lange geraden Rücken. Hier bleiben. Die Sitzbeinhacker ziehen jetzt lange nach hinten raus. Steißbein ebenfalls, der Rücken ist lang. Mit dem Ausatmen. Steißbein einrollen. Spür, wie sich das Becken aufrollt. Beckenboden holen, Korsett schnüren. Einatmen, Steißbein wieder ausrollen. Sitzbeinhacke ziehen nach hinten. Rückenmuskulatur übernimmt. Ausatmen, wieder Steißbein einrollen. Becken über deinen Oberschenkelknochen aufrichten. Und einatmen, die Sitzbeinhöcker in die Länge ziehen nach hinten. Spür den Raum. Ein letztes Mal mit dem Ausatmen, Steißbein einrollen. Beckenboden von unten nach oben ziehen, Korsett schnüren. Und dann weiter in die Aufrollbewegung. Wirbel um Wirbel um Wirbel. Aufeinander platzieren. Brustkorb ausbalancieren, Nacken verlängern, Kopf
ausrichten. Dreh dich um deine eigene Achse, komme in einen zweiten Stand. Tief einatmen, lasse deine Sitzbeinhöcker auseinandergleiten, Knie auseinanderziehen, ausatmen, ziehe die Fersen zueinander, die Sitzbeinhöcker zueinander. Spüre, wie dein Oberkörper in die Höhe gleitet und nach unten. Einatmen, Sitzbeinhöcker auseinanderziehen, Knie auseinanderziehen und dann die Fersen, die Beininnenseite, die Sitzbeinhöcker zueinander ziehen. Noch einmal nach unten kommen, Schwung holen, Ferse zu Ferse, breit, Ferse zu Ferse. Lass dich von der Matte vom Boden wegspicken mit einer Leichtigkeit, ganz dynamisch. Du kannst das Ganze auch Einbeinstand machen. Und dann platziere dich wieder im vorderen Bereich deiner Matte. Ich drehe mich nach vorne, damit du mich siehst. Ziehe die Arme nach oben, über die Seite nach unten. Rolle deine Fußsohlen vom Boden weg. Ausbalancieren und dann langsam in die Knie kommen, von oben nach unten gleiten. Die Hände vors Herz nehmen. Nachspüren, die Knie öffnen und zusammenfalten. Von hier auf deine Sitzbeinhöcker sitzen, Arme anheben, über den Kopf, einatmen, spiralförmig in die Höhe drehen, ausatmen, zurückkommen in die Mitte. Auf die andere Seite, spiralförmig, dich in die Höhe drehen, ausatmen, zurück. Beide Seiten nochmal, dreh dich um deine eigene Achse, dreh dich auf, ausatmen, zurück. Wachse in die Länge, spür dich bis in die Fingerspitzen, zurückkommen. Einatmen, zieh das Brustbein nach vorne, oben die Arme senken. Ausatmen, Steißbein einrollen, Beckenboden aktivieren, Hände in die Kniekehlen, Ellenbogen ziehen auf die Seite, Gewicht hinter deine Sitzbeinhöcker bringen, hinten in den Rücken einatmen und mit dem Ausatmen Stirn Richtung Knie ziehen, wie über einen imaginären Ball. Hinten einatmen, Anfall Schultern entspannen und mit dem Ausatmen ziehe die Fußsohlen wie zu dir, spür, wie sich das Becken aufrichtet und dann lasse den Atem fließen, Wirbel um Wirbel um Wirbel aufeinander platzieren. Bauchbeckenboden entspannen, tief einatmen, Brustbein nach vorne öffnen, nach oben ziehen. Ausatmen, Steißbein wieder kraftvoll einrollen, Beckenboden aktivieren, Korsett schnürt sich, Gewicht hinter deine Sitzbeinhöcker bringen, ausbalancieren, wenn du willst, Beine strecken, wieder anwinkeln und dann in einem langen Bogen sanft landen, Stirn Richtung Knie bringen, hinten einatmen und mit dem Ausatmen Fersen wie zu dir ziehen. Spür die Beckenaufrichtung. Wirbel um Wirbel um Wirbel. Aufrollen. Brustbein öffnen. Mit dem nächsten Einatmen Schultern entspannen. Und ausatmen zurück. Kraftvoll. Hinter deine Sitzbeinhöcker hocken. Ausbalancieren. Und dann geht es weiter nach unten. Lendenwirbelsäule abrollen. Wirbel um Wirbel. Brustwirbel. Erspüre jeden einzelnen Wirbel. Du bist kraftvoll stabilisiert aus deiner Körpermitte. Und wenn sich dann der Schultergürtel auf den Boden abgelegt hat, lass im Zentrum los, ziehe die Knie zu dir. Komplett entspannen. Mit dem Ausatmen geht es gleich wieder los.
Den Beckenboden, das Zentrum kraftvoll aktivieren, Kopf-Schulterbereich anheben, Zehen ziehen lange nach vorne unten, ziehe die Wirbelsäule in die Länge, sanft landen und dann wieder aufrichten. Auch hier einen Moment komplett entspannen und nochmal ausatmen, Steißbein einrollen. Über die Hüfte lösen, Zentrum arbeitet, Maximalkraft, Ellenbogen, Nacken, Schultern sind entspannt, stabilisiert, so minimalsten Kraftaufwand, abrollen und komplett entspannen. Knie zurückschieben über deine Hüfte, Unterschenkel entspannen. Mit der nächsten Ausatmung das Becken rückwärts kippen. Spüre deine Lendenwirbelsäule auf der Matte, atme tief in deine Lende ein. Mit dem Ausatmen lasse die Sitzbeinhöcker in die Kniekehlen ziehen. Spüre, wie sich das Becken anhebt. Wirbel um Wirbel von der Matte weggerollt werden. Schambeinknochen zieht über den Bauchnabel Richtung Brustbein. Behalte die Schnürung. Es gibt ein Öffnen über die Hüfte, über die Oberschenkel. Hier bleiben. Becken stabil behalten und mit dem Ausatmen deine Knie zusammenpressen. Einatmen, öffnen, weiter öffnen, so weit du das Becken aber auf der Höhe stabilisieren kannst. Ausatmen, wieder kraftvolles Zusammendrücken. Einatmen, wieder öffnen. Korsett bleibt geschnürt. Ausatmen, kraftvoll zusammendrücken. Du kannst dir auch einen imaginären Widerstand vorstellen. Zusammengedrückt halten. Tief einatmen in die seitlichen Rippenbogen und dann Wirbel um Wirbel um Wirbel auf die Matte zurückrollen. Becken neutral ausrichten. Beine öffnen, tief einatmen, rechtes Bein anheben in die Tabletop-Position. Ausatmen, nachspannen, zweites Bein anheben. Rechtes Bein strecken, senken, über die Hüfte öffnen, einatmen, wieder anwinkeln. Noch einmal. Knie strecken, diese Kniestreckung spüren, bis in die Zehenspitzen dein Bein wahrnehmen, Bein senken, hier bleiben, das Bein aus der Hüfte verlängern, dann das Bein entspannen, die Arme zum Himmel, über die Seite senken, die rechte Hand an den linken Außenschenkel und dann ziehe das linke Knie nach rechts, der Kopf dreht nach links. Atem fließen lassen. Spüre den Boden und entspanne dich. Atme in die offene Seite ein. Ausatmen, lasse los. Tief einatmen, den Körper aufblasen und wieder lösen, entspannen. Dreh dich dann langsam zurück in die Mitte, beide Beine anwinkeln. Arme kannst du seitlich ausgestreckt halten. Einatmen, linkes Bein anheben. Ausatmen, nachspannen, rechtes Bein anheben. Mit der nächsten Ausatmung das linke Knie strecken. Spür dich bis in die Zehenspitzen, Bein senken. Einatmen, wieder anwinkeln. Noch einmal, linkes Knie strecken, spür diese Kniestreckung bis in die Zehenspitzen, senke das Bein, spür die Länge über die Hüfte, verlängere das Bein in die Länge, spanne es auf, bis über die Zehenspitzen hinaus und dann komplett entspannen. Die linke Hand an die rechte Außenseite des Oberschenkels,
dreh dich nach links, der Kopf dreht nach rechts. Wenn du die Dehnung etwas intensivieren möchtest, gib etwas mehr Druck mit der Hand aufs Knie. Das Knie zieht Richtung Boden, der Schultergürtel bleibt mit der Matte verbunden. Lasse den Atem fließen. Spüre den Boden, spüre, wie du getragen wirst. Atme genau dorthin, wo es sich für dich gut anfühlt. Vielleicht auch dort, wo du Spannung wahrnimmst. Und das Ausatmen ist immer ein tiefer Sinken, ein Loslassen. Löse dann diese Drehung langsam auf, strecke die Beine in die Länge, schließe deine Augen und spüre in dich hinein. Schenk dir Zeit, bei dir zu sein, genau so lange, wie es sich für dich gut anfühlt. Und somit beendest du für dich die Stunde dann, wenn es für dich passt. Spüre die Verbindung zu dir. Gib dem Raum und Platz.